19-20 стихи послания к евреям. Also Hebräerbrief, Kapitel 13, Verse 19 und 20. Не, я сказал 19, неправильно, извиняюсь. 20 и 21 стих. Also Hebräer 13, 20, 21. Давайте вместе прочитаем. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten herausgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. rüstet euch völlig zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Амен. Итак, дорогие, хочу с вами поделиться, что 20 стих затронул меня, или я рассуждал над этим стихом. Und deswegen möchte ich mit euch darüber sprechen, weil dieser Vers hat mich besonders berührt. Этот стих написан в конце уже послания к евреям. И, честно признаться, почему-то я раньше на него так не обращал внимания. Und ja, dieser Vers steht ja schon fast ganz am Ende des Hebräerbriefes und früher habe ich diesem Vers nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt. И на этой неделе это было предметом моего размышления, мне не совсем было, что ли, ясно, о чем здесь идет речь. Ja, und diese Woche, das war eben der Gegenstand meiner Überlegungen, weil ich bemerkt habe, dass mir nicht ganz klar war, was dieser Vers überhaupt sagt. Хотя вроде выглядит все понятно. Obwohl es auf den ersten Blick verständlich ausschaut. И я думаю, вам всем понятно было, когда вы прочитали, но вот мне не совсем. Und ich denke, euch allen war alles ganz klar, wo ihr das gelesen habt, mir aber damals nicht. Я попытаюсь затронуть это. Ja, und deswegen möchte ich eben darüber sprechen. Надеюсь, я смогу объяснить, что я теперь понимаю. Und ich hoffe, dass ich auch rüberbringen kann, das, was ich jetzt verstanden habe. Первая половина 20 стиха как бы все ясно и понятно. Also die erste Hälfte des 20. Verses ist ziemlich verständlich. Давайте попробуем вместе. Aber lass uns trotzdem versuchen, рассуждать. zusammen darüber zu überlegen. Бог же мира. Der Gott des Friedens. О ком идет речь? So, um wen geht es hier? Бог Отец. Also Да? Gott Vater. Бог же мира, воздвигший из мертвого пастыря овец великого. Der unseren Herrn Jesus aus den Toten herausgeführt hat. По-русски сказано воздвигшего. Что значит воздвигшего? Воздвигнуть. Поднять. Воздвигнуть на высоту, да? То есть откуда воздвиг? Из смерти к жизни, да? Ja, also dieses herausgeführt, das heißt, er hat ihn vom Leben, vom Tod zum Leben erweckt, er hat ihn ja erhoben. И это понятно, да? Ja, und das ist soweit klar. Бог воскресил Иисуса из мертвых, и о нем здесь говорится, что он есть пастырь овец, и он великий пастырь. Und es ist klar so, Gott hat ja
Jesus zum Leben erweckt vom Tod und er macht ihn zu dem großen Hirten der Schafe. И поэтому здесь как бы все понятно, что Иисус есть пастор и начальник, Он великий пастор, его нельзя сравнить с земными пастырями. Ja, und Jesus ist ja der große, der größte Hirte, der über allen anderen Hirten steht. Also. Но дальше здесь нету ни запятой, ни ничего, но продолжение как бы звучит для меня не совсем для меня понятно. Und dann geht es weiter und diese Fortsetzung ist eigentlich nicht ganz verständlich für mich. Прочитаем до запятой еще раз. Бог же мира. Lass uns nochmal lesen, also bis zu diesem Komma. Der Gott des Friedens aber, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного. Der unseren Herrn Jesus aus den Toten herausgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes. И здесь как бы получается, что Бог Иисуса воскресил благодаря крови Нового Завета. Ja, und wie es hier steht, es heißt, Gott hat Jesus also aus den Toten herausgeführt, zum Leben erweckt durch das Blut des neuen Bundes. В немецком также. Ja, im Deutschen steht es auch, also das Blut eines ewigen Bundes. И для меня, ну не знаю, как для вас, я не пойму, как это Бог воскресил Иисуса Христа Его же собственной кровью. Ja, und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber für mich ist es nicht ganz einleuchtend. Hat den Gott Jesus mit seinem oder durch sein eigenes Blut erweckt? Потому что нигде такого выражения нет. Weil solchen Ausdruck habe ich nirgendwo in der Bibel gefunden. И речь идет о том, что сам Иисус сказал, что это кровь моя, кровь Нового Завета. Und sind ja Jesus eigene Worte, wo er sagte, das ist mein Blut, das des neuen Bundes. А в воскресенье говорится, что если Дух того, который воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, Über die Auferstehung ist gesagt worden, wenn der Geist von demjenigen, der Jesus zum Leben erweckte, auch in euch lebt, то этот же Дух воскресит и ваши мертвые тела. so wird dieser Geist auch eure toten Körper zum Leben erwecken. И это понятно, что Бог Духом Своим воскресил Иисуса из мертвых. Und es ist auch klar, dass Gott durch seinen Geist Jesus zum Leben erweckt hat. Поэтому я пытался понять это высказывание, о чем же здесь идет речь. Ja, und deswegen habe ich versucht, diesen Ausdruck nachzuvollziehen. Also worum geht es hier? Может быть, это и не важно, скажете, ну, важно, что Иисус воскрес, важно, что есть Новый Завет. Vielleicht sagt er, es ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass Jesus auferstanden ist und dass es den neuen Bund gibt. И поэтому я стал искать переводы, которые могли бы какую-то ясность дать. Ja, und deswegen habe ich versucht oder in verschiedenen Übersetzungen nachgeforscht, um Aufschluss darüber zu bekommen. И я нашел один перевод, который современный перевод, который как бы делает разграничение в этом длинном предложении. Und ich habe eine Übersetzung gefunden, das ist eine moderne Übersetzung und das bringt etwas Ordnung in diesen ziemlich langen Satz. И там говорится так. Und da ist Folgendes Я не gesagt. взял с собой, но я запомнил это. Also ich habe jetzt die Übersetzung nicht mit dabei, aber Там говорится, что Бог же мира, ja, und da steht eben, dass der Gott des Friedens, воскресивший из мертвых
пастыря овец великого, der den großen Hirten der Schafe zum Leben erweckt hat, которым заключен Новый Завет кровью Иисуса Христа. durch den, Подожди, я где-то сфотографировал. Момент. also dass man da die richtige Beziehung. Вот вам понятно, а мне нет. Also für euch mag es wohl alles verständlich sein, für mich aber nicht ganz. Deswegen, Потому что если здесь, то Иисус воскрешен благодаря крови Вечного Завета. also laut der Übersetzung oder wie man sie verstehen könnte, Jesus wurde durch sein eigenes Blut zum Leben erweckt. Но Библия говорит, что Иисус проливал кровь только за нас. Aber es steht ja geschrieben in der Bibel, dass Jesus sein Blut vergoss, Он не проливал кровь за себя. nur für uns. Er vergoss sein Blut keineswegs für sich selbst. Почему? Он не нуждался в этом. Warum? Weil das war nicht notwendig für Amen. ihn. Если возьмем первосвященника земного, Also wenn wir einen irdischen Hohepriester nehmen, то священник должен был сначала за свои грехи приносить жертву, за свои грехи. Да? so musste dieser Priester erstmal Opfer bringen für seine eigenen Sünden. А потом уже за грехи народа израильского. Und dann auch Opfer für die Sünden des Volkes. А в Иисусе же говорится, он был искушен во всем, кроме греха. Und über Jesus ist gesagt worden, er wurde versucht in allem, aber nicht in der Sünde. И сами себе подумайте, как он мог принести себя в жертву за грехи других и одновременно за себя самого, чтобы быть однажды воскрешенным. Und überlegt mal, wie konnte er Opfer bringen oder Opfer sein für andere Sünder, für die Sünden anderer Menschen, wenn er selbst nicht unfehlbar, nicht ohne Sünde gewesen wäre. Давайте, вот я сфотографировал. Die Stelle, also ich habe Гена сейчас... ein Foto davon gemacht. Пусть Бог, источник мира, Der Herr, also der Herr, der die Quelle des Friedens ist, воскресивший из мертвых нашего Господа Иисуса, der unseren Herrn Jesus vom Tod erweckt hat, запятая, also Komma, великого пастыря овец, den großen Hirten der Schafe, запятая, Komma, скрепивший своей кровью вечный договор. der durch sein Blut dieses ewige Bündnis besiegelt hat. И вот тут уже мне понятно. Здесь идет вставка об Иисусе, кто Он есть. Ja, und hier ist es dann schon verständlicher, weil das ist eine Erklärung, also über Jesus. Хотя основная мысль идет, смотрите, не об этом. Obwohl also der Hauptgedanke dieses Verses ist nicht, es geht nicht um Jesus, Потому что все направлено на 21 стих. weil alles ist auf diesen nachfolgenden Vers 21 ausgerichtet. Поэтому говорится, Бог же мира, Und so ist gesagt, der Gott des Friedens. и выделено, что Он сделал. Он воскресил из мертвых Иисуса, Und dann geht es darum, was dieser Gott des Friedens gemacht hat. Er hat Jesus von Toten erweckt. который есть пастырь великий, Und Jesus ist der große Hirte. и Он своей кровью заключил вечный договор. So, und dieser Jesus, der große Hirte ist, er hat durch sein Blut, mit seinem Blut, das neue ewige Bündnis besiegelt. Да. Но если это упустить, смотрите, о чем идет речь. Бог же мира, Wenn man das aber weglässt, dann schaut mal, der Gott des Friedens, да усовершит вас во всяком добром деле,
к исполнению воли Его, произведя вас благоугодно Ему через Иисуса Христа. So, der Gott des Friedens, Vers 20 und weiter, Vers 21, rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut. Ему слава во веки веков. Аминь. Ja, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Это, наверное, было очень сложным еврейским выражением, поэтому переводчики не могли или как смогли, дословно перевели. Also es war möglicherweise ein komplizierter Ausdruck auf Hebräisch und deswegen wussten die Übersetzer dann nicht genau, wie die Beziehung da. И, конечно же, апостол Павел здесь как бы выражает желание перед Богом о верующих того времени, кому он написал это письмо. Ja, und natürlich bringt Apostel Paulus seinen Wunsch zum Ausdruck, dass Gott diejenigen, an die er sich in diesem Brief wendet. То есть апостол Павел желает, чтобы Бог мира совершенствовал нас дальше. Also Apostel Paulus wünscht sich, dass dieser Gott des Friedens uns vollkommener macht. Во-первых, в добрых делах, Also zuallererst in guten Taten, чтобы мы исполняли волю Его, damit wir seinen Willen tun, чтобы в нас Он производил благоугодное Ему самому, und damit er in uns tut, das, was ihm wohlgefällig ist. и все это только через Иисуса Христа. Und all das nur durch Jesus Christus. Поэтому Ему слава отныне и вовеки. Ja, deswegen ihm Амен. gebührt die ganze Ehre. Итак, это очень важное, можно сказать, пожелание или молитва о нас с вами. Ja, und das ist ein sehr guter, sehr wichtiger Wunsch oder sogar ein Gebet für uns. И это действительно важное, что делает Бог. Und es ist wirklich wichtig, das, was Gott tut. Писание говорит конкретно, начавший в нас доброе дело, будет это делать до дня явления Господа Иисуса Христа. Und es ist ja auch ganz klar gesagt worden, dass derjenige, der dieses gute Werk in uns angefangen hat, wird es auch vollbringen bis zu dem Tag, wo Jesus kommen wird. И я благодарен Богу, что Он такой любвеобильный Бог. Und ich bin Gott sehr dankbar, dass er ein so liebevoller Gott ist. И если бы Бог был другим, Und wenn Gott anders wäre, если бы Он поработал бы с нами, ну, не справляются, все, хватит. und wenn Gott mit uns so arbeiten würde, ein bisschen arbeiten und dann, naja, die bessern sich ja gar nicht. Здесь речь не идет о спасении. Also es geht hier nicht um die Errettung. Мы спасены, Wir sind errettet. но речь идет о нашем хождении пред Богом, Aber es geht hier um unser Gehen mit Gott. Und о vor нашем Gott. характере. Es geht hier um unseren Charakter. И Бог это делает по одной причине, Und Gott tut das aus dem einzigen Grund. что Он нас очень-очень любит. Und zwar, dass er uns sehr, sehr liebt. Амен. И Он нас настолько сильно любит, Und er liebt uns so sehr, что Он не может нас оставить такими, какими мы к Нему пришли. dass er uns nicht so lassen kann, also in dem Zustand, wie wir zu ihm kamen. И мы сами знаем, что во многом Бог уже в нашей жизни имеет успех. Und wir wissen selbst, dass Gott schon erfolgreich war in vielen Bereichen unseres Lebens. Амен. Мы в большинстве своем не делаем уже таких серьезных грехов, которые раньше делали. Und wir tun größtenteils nicht mehr Sünden, die wir früher getan haben, also schwerwiegende. Но мы еще часто сопротивляемся Богу. Aber oft widerstreben wir doch Gott. И поэтому Бог в любви своей будет продолжать нас побуждать к добрым делам,
тому, чтобы мы исполняли волю Его. Und deswegen Gott in seiner Liebe, er wird uns dazu bewegen und ja, motivieren, doch nach dem Guten zu suchen und Gutes zu tun. Это здорово, что Бог это делает. Und es ist auch sehr schön, dass Gott das tut. И заметьте, что Он будет, и Он продолжает и будет это делать до дня, когда мы соединимся с Господом. Ja, und schaut mal, er tut und er wird es weiterhin tun bis zu jenem Tag, wo wir uns mit Jesus vereinen werden. Поэтому, если мы оглянемся назад, мы можем увидеть, что наша жизнь раньше была совершенно другая. Und deswegen, wenn wir zurückschauen auf unser Leben, so werden wir feststellen, dass das Leben davor ganz anders war. Мы совершенно отличаемся. Wir sind komplett anders. И люди, которые нас знали, они говорят, что мы по-другому теперь живем. Und die Menschen, die uns kannten, sie sagen auch, dass wir anders sind und anders leben. И слава Богу, у нас нету тех, кто курит, Gott sei Dank, wir haben keine, die rauchen те, кто пьянствует oder die ja, trinken дома потихоньку. zu Hause У нас insgeheim. же нет таких. Also wir haben ja solche Menschen nicht, Жен бьют, die ihre Frauen schlagen или жены мужей бьют. oder die Frauen die Männer schlagen, je nachdem. Если было, мы бы узнали, все равно бы. Gäbe es solche Leute, so wüssten wir das doch. Да. Это внешние такие. Ja, das sind so die äußerlichen Faktoren. Но вопросы добродетели, Ja, aber es geht auch um die guten Taten, исполнять волю Божию. um das Tun des Willens des Herrn. Это вопросы, которые нам еще много-много нужно над собой работать. Ja, und das sind so Aspekte, Fragen, wo wir noch sehr, sehr viel Arbeit vor sich haben. Иногда мы добродетельны Manchmal sind wir bereit, Gutes zu tun. и здорово, а иногда нам ничего не хочется Und делать. das ist auch sehr gut so, aber manchmal haben wir eben gar keine Lust, etwas zu tun. Поэтому Господь желает, чтобы мы исполняли Его волю. Ja, und deswegen wünscht sich der Herr, dass wir seinen Willen erfüllen. А для этого нужно выйти в такое состояние, когда Его воля превыше нашего «хочу» или «не хочу». Ja, und da muss man den Zustand erreicht haben, wo sein Wille über unserem Willen steht. И Бог это делает еще и потому, что как раз первый стих не зря выделяет, кто такой Иисус Христос. Und Gott tut das aus dem Grunde, ja, und dieser Grund wird sehr deutlich erklärt in dem vorherigen Vers. Прежде всего подчеркивается, что Он не мертвый, Он живой, Он воскрес. Also Amen. zuallererst wird ja unterstrichen, dass er kein Toter, sondern ein lebender, lebendiger Gott ist. Второе, Он пастырь великий. Zweitens, er ist der große Hirte. И третье, это колоссальное выражение, что через кровь Иисуса Христа заключен с Богом вечный, нерушимый завет. Und drittens, und das ist eine ja, gewaltige Offenbarung und Wahrheit, dass durch sein Blut, das von Jesus Christus, der neue, der ewige Bund geschlossen wurde. И мы в этом завете. Ja, und wir befinden uns eben in diesem Bund. Мы в этом завете только благодаря Иисусу Христу. Wir sind in diesem Bund dank dem Blut von И Jesus поскольку Christus. мы через Иисуса Христа вошли в завет с Богом, то Бог не может не совершать свою работу в наших сердцах. Und da wir mittels Jesus, mittels seines Blutes in diesen Bund hineingegangen sind, so kann Gott uns nicht unverändert lassen. Потому что Бог отождествляет нас с Иисусом. Weil Gott ersetzt uns gleich mit Jesus. Он нас рассматривает на уровне своего Сына. Und er betrachtet uns ja auf diesem gleichen Level, Niveau wie Jesus. Задумайтесь только над этим. Ja, und überlegt das.
ты простой человек, живший, не зная Бога. Du bist ein einfacher Mensch, der ohne Gott lebt. По его инициативе все произошло. Und alles, was geschah, das geschah aus seiner Initiative. И мы сегодня здесь только потому, что Бог этого захотел. Und wir sind heute hier nur, weil Gott das so gewollt hat. Много лет до нашего рождения Бог уже заключил соглашение, завет между человеком и Богом на основании крови его Сына. Und schon viele Jahre vor unserer Geburt hat Gott diesen Bund geschlossen А durch мы das Blut входим в этот завет. seines Sohnes und wir haben Teil, wir gehen hinein Только in diesen поверь. Bund. Nur und alleine durch unseren Glauben. Нет другой возможности оказаться в этом завете, Und es gibt keine anderen Möglichkeiten, in diesen Bund как только hineinzugehen, через завет. als nur durch den Glauben. И это мы принимаем только верою. Und ja, wir nehmen das nur durch den Не Glauben нашими an. заслугами, Es sind keineswegs unsere Taten, но через веру. sondern der Glaube. Поэтому давайте мы сейчас встанем. Deswegen lass uns aufstehen